Follow me through Covid-19. Das ist wahrscheinlich nicht so ein lustiges Video, nehme ich jetzt mal an. Ich habe nur mal ganz kurz den Anfang geschaut. Mal. Ich bin gespannt, was sie zu erzählen hat. Hi, what's poppin'? Herzlich willkommen. Brand new whip, just hot. Wir sind gerade auf dem Weg auf Ich kann eigentlich einen ganz normalen Vlog von Davos machen. Davos. Für eine Nacht. Okay, wir sind jetzt angekommen. Davos? Ist das da, wo es Schnee hat? Sieht easy schön aus, der Ausblick, der ist nicht so nice. Aber egal. Ey, Chat, schreibt mal schnell. Hat irgendjemand, der jetzt hier im Chat ist, schon Corona gehabt? Ist da ein Corona-Patient im Chat? Oder ist jetzt ein negativ gemeint? Das nimmt mich auch Wunder. Ich bin müde. Nicht so gut Der Tag, wo die ersten Symptome auftreten sind. geschlafen. Wir checken nachher aus. Und dann gehen wir da. Wir checken nachher aus und checken nachher Davos aus. Noch ins Spa-Bereich. Vielleicht denke ich ja komisch, ich habe das Gefühl, meine Nase ist zu. Darum habe ich nicht so gut geschlafen, nicht so gut Luft gehabt. Hast gehabt, aber ohne Symptome. Okay, ja, ich. Okay, bei allen Leuten haben es schon gehabt. Ey, es ist wirklich krass. Ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der Corona gehabt hat. Ich glaube, Corona ist erfunden. Nein, natürlich nicht. Ja. Aber everything's fine. Es ist etwas passiert. Zwar habt ihr in meinem Vlog gesehen, dass wir heimgefahren sind von Davos und dann plötzlich im Auto habe ich so Attacken bekommen, wo meine Lungen angefangen zu brennen, so richtig brennen, so wie Feuer, als wäre ich jetzt so 2 Kilometer draussen gerannt und habe fast keine Luft mehr bekommen, richtig Atemnot, Dyspnoe. Und dann bin ich heimgekommen und habe so Gliederschmerzen bekommen, meine Beine, meine Arme, mein Kopf, alles hat mir wehgetan. Ich hatte es schon im Februar gehabt. Oha. Angerufen beim Arbeiten, über das hineingekommen. Die haben gesagt, ich muss einen Corona-Test machen. Habe ich einen Corona-Test gemacht und Wichtig. Geht nicht testen, wenn ihr Symptome habt. ich habe jetzt das Ergebnis bekommen, dass ich positiv bin. Positiv getestet wurde. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht so angebracht. Aber man kann ja sagen, als YouTuber kann man mindestens noch ein Video daraus machen, Chat. Ist doch so. Also, I'm not gonna lie, wenn ich Corona hätte, ich würde wahrscheinlich auch ein Video darüber machen. Aber auch einfach zum anderen Leuten zeigen, wie es ist. Ich habe keine Ahnung, von wo ich das habe. Einfach so als Erklärung, ich habe chronisches Asthma bronchiale. Also meine Bronchien sind eigentlich chronisch verengt. Ich habe eigentlich immer weniger Luft als andere Menschen. Sie sind immer zu. Ich kann halt nicht schlafen die letzte Nacht, weil ich Atemnot habe. Und ich kann... Wenn man Atemnot hat, dann hat man den Atemnot. Müsst ihr euch mal überlegen. sehr viel Schleim in den Lungen, Sputum, sagt man dem. Und das wirkt mich halt. Und wenn es aufkommt, muss ich erbrechen. Ich habe jetzt 2-mal erbrochen gestern Abend. 10-mal, Digga. Ey, ich hasse Erbrechen über alles. Ich bin wirklich... Es gibt Leute, die sind gut im Erbrechen. Grüß gehen aus an Can. Ich kann das nicht. Ich erbrich erst, wenn mein Körper wirklich... Wenn es wie von allein ist, ich kann das nicht machen. Wenn ich Witz mache in dem Video, es ist natürlich nicht ernst gemeint, ist ein übel ernstes Thema. Ich hätte nie gedacht, dass ich das bekomme. Das ist ein normaler Macchiato und er schmeckt einfach nach Vanille. Ich habe jetzt alles organisatorische Sachen erledigt. Kontaktperson habe ich angeben. Ich habe übrigens, was ich mega komisch finde, Covid-App. So, man bekommt, wenn man positiv testet, bekommt schon einen eigenen Covid-Code. Und den kannst du nur dort eingeben bei diesen Codes. Aber, schaut jetzt mal, ich glaube meine App ist kaputt. Also ich bin jetzt positiv getestet. Und jetzt kommt das. Es werden keine Begegnungen mehr gespeichert. Positiv getestet. Sie wurden auf das neue Coronavirus getestet. Es werden keine Begegnungen mehr aufgezeichnet. Mir geht's wieder schlechter. Ich hoffe einfach, dass mit meiner Lunge alles okay ist, weil die macht fucking weh. Hat euch schon mal eure Lunge weh da? Das ist richtig schlimm. Ich glaube noch nie, höchstens beim Joggen. Das ist Cortison. Dann. Es ist Tag 4. Und ich merke schon, es geht mir immer ein bisschen besser. Ah, fuck. Ich kann nicht so schnell reden. Bis zum 2. Dezember bin ich in Quarantäne.
mein Gott. Oh, ich muss schnell sitzen. Ich habe vorher einfach Blut gehustet. What the fuck? Also, Okay, das ist schon eher nasty, das habe ich auch noch nie gehabt. aus irgendeinem Arzt ist. Ist das gefährlich? Ich denke ja. Ich wollte anfangen aufzugehen machen. Sobald ich aufstehe und runtergehe. Also jetzt ist es für mich mega easy. Also ich merke es, aber es ist okay. Sobald ich aufstehe und laufe, ist es für mich mega schwierig zum Schnaufen. Heute viel schlechter gegangen mit Schnaufen. Ich habe mega viel inhaliert. Ich habe Dampf inhaliert. Und ich habe ein Oximeter bekommen. Ein Oximeter, misst das, wie viel man einschnaufen kann, oder? Es ist einigermaßen wieder gut. Ich bin bei 98% Sauerstoff. Aber ich sehe... Bro, das tut mein Daumen. Bin ich dumm, Alter. Ich werde, glaube nicht Arzt. was mein fucking Puls macht. Jetzt geht es mir eben ein bisschen besser und Sauerstoffgehalt im Blut. Ah. es ist alles wieder okay. Ich habe mich beruhigt. Ich habe schon gedacht, ich muss heute ins Spital fahren. Wirklich, es war mega schlimm. Aber I'm fine. Mein Freund ist auch heute positiv getestet worden. Und das BAG hat ihm erlaubt, zu mir zu kommen, weil quasi seine Familie clean ist eigentlich. Es ist noch wichtig, dass die Familie clean ist. Nicht nur bei Corona. Und der Husten ist schlimmer geworden, habe ich das Gefühl. Mir ist aufgefallen, ich bin der absolut schlechteste Flagger ever. Ich melde mich so oft nicht. Gut, wenn es mir schlecht geht, melde ich mich gar nicht. Hi. Oha. Okay, jetzt ist sie im Spital. Was Problem? Hello, ich melde mich auch wieder mal. Und zwar Ist sie jetzt einen Tag im Spital gewesen? gestern etwas mega Schlimmes passiert, darum habe ich mich nicht gemeldet. Irgendwie ist mein Puls entgleist. Also ich weiss nicht, ich hatte wie so einen Kreislaufzusammenbruch gehabt. Ich habe mega Schmerzen in meinem Bein, es ist auch geschwollen. Und dann plötzlich ist mein Puls auf 160 rauf und der ist nicht mehr oben runtergekommen. Mir ist so schlecht gegangen, ich musste erbrechen, Schwindel, einfach alles. Ich habe zittert im ganzen Körper. Mein Freund hat gesagt, man hat gesehen, wie mein Brustkorb so macht. Es war für mich so schlimm, ich möchte das nie mehr erleben. Und dann hat mein Hausarzt mich überwiesen ins Spital. Dort bin ich auf die Notfallstation gekommen, sofort liegen, weil sie haben gemeint, ich habe eine Thrombose im Bein, weil es halt eben geschwollen, also es ist nicht fest geschwollen, so minim geschwollen, aber es hat mir einfach mega weh und hat mir gemeint, Hey, sorry Chat, wenn ich gerade nicht so viel sage, aber ich finde es gerade auch spannend zum Zuhören. ich habe eine Thrombose im Bein, die jetzt schon langsam aufsteigt zu einer Lungenembolie, warum mein Puls so schnell war und eben der Kreislauf. Ja, dann haben sie Ultraschall gemacht, mir Blut genommen, Infusion gelegt, EKG, alles. Es ist dann zum Glück herausgekommen, dass es keine Thrombose ist, also Thrombose können ausgeschlossen werden und auch Lungenembolien können ausgeschlossen werden. Man weiß nicht genau, was mit meinem Puls ist. Ich habe heute einen Nachkontrolltermin im Spital. Aber mir geht es jetzt wieder gut und ich darf morgen wieder aus dem Haus raus. Ja, ich hoffe einfach, dass es nie mehr passiert. Oh mein Gott, es war so schlimm. So, Eben, jetzt ist sie ja nicht mehr ansteckbar. Jetzt ist sie ja schon lange über den Punkt, dass sie noch ansteckt. Jetzt muss sich einfach noch, es muss noch alles heilen. die Hacke vom Herz, mein Gott. Aber I'm fine now. Mein Herz ist besser jetzt. Wir haben noch ein EKG gemacht. Ich kann abschließend noch Crazy Einspieler gesehen. ein paar Sachen sagen. Ich habe hier meinen Punsch, ein bisschen Tea Time und Mietdecke. Haben es ein bisschen gemütlich gemacht. Und zwar habt ihr wahrscheinlich gerade den Clip gesehen, wo ich mich mega gefreut habe, dass ich endlich wieder raus darf. Und zwar in UK oder in die Schule, wie auch immer ich dem sagen. Imagine, man freut sich, dass man dann wieder rausgehen darf, Chat. Und ja, es ist nicht lang gegangen. Ich war nicht mal eine Lektion im UK gewesen. Weil eigentlich ist es nicht lustig. Aber ich habe ich habe das noch nie gehabt, eine richtige Panikattacke bekommen. Und dann habe ich auch mit meinem Hausarzt darüber geredet, weil ich bin mega aufgelöst war und auch im Zug Nacht. Und er hat wie gemeint, vielleicht ist es auch wie so eine Art Trauma. Ich hoffe, es wird bald wieder besser. Nach dem ganzen Corona, ich war insgesamt 16 Tage daheim gewesen. Ich bin so ein bisschen wieder am Weg suchen in den Alltag hinein. Ich habe auch gemerkt, ich bin körperlich noch nicht ganz so fit. Ich habe immer wieder Kopfweh, richtig fest, was ich vorher nie hatte. Ist jetzt das ich weiß jetzt nicht, ist das ich nehme jetzt nicht an, das ist safe nicht ein schlimmer Verlauf. Ist es so ein mittlerer Verlauf oder ist es so ein leichter Verlauf? So eine Mischung zwischen einem mittleren und einem leichten Verlauf, würde ich sagen. Ja.
Und dann wollte ich euch noch mitteilen, dass ich weiss, von wo ich mich angesteckt habe, und zwar beim Arbeiten. Es hat leider noch mehrere Mitarbeiter getroffen, aber einfach, dass ihr es wisst, ich bin nie im Ausgang gewesen, ich habe nie irgendetwas Verbotenes gemacht. Was ich im Video nicht sage, lol, habe eine Panikattacke gehabt wegen der Maske und habe das Gefühl gehabt, bekomme wegen der Maske keine Luft mehr. Nie mit vielen getroffen, ich habe wirklich nichts dafür, es war einfach ein dummer Zufall, dass sie mich getroffen haben. Leider. Danke, dass ihr das Video geschaut habt und für jede Unterstützung. Das war es mit meinem Vlog. Bro, das ist schon eher ein schlimmer Verlauf. Ey, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ein schlimmer Verlauf ist, wenn du 5 Tage auf der Intensivstation bist oder so. Aber ich kenne mich nicht aus. Es ist nicht so ein milder Verlauf gewesen, glaube ich, im Vergleich. Was auch immer das war. Ey, ich bin kein Doktor-Chat. Tun mich mal nicht judgen, Mann. Sava. Bis zum nächsten Mal. Bye. Danke vielmals für das Video, Ayla. Finde ich nice, dass ihr ein Video gemacht habt, was es hat. Wascht eure Hände. Und zieht eine Maske an. Und feiert Weihnachten draussen. So ein Ding ist das. My heart just got stuck between these